Aber das ist genau das, was ich hier für einen essentiellen Beitrag aus dem Extremsport empfinde, was ja auch Experten auch noch formulieren, dass Extremsportler, Risikosportler, dass die eigentlich quasi in einer gewissen Hinsicht auch eine Vorzeigerolle haben. Sie wecken in den Menschen Emotionen, sie wecken Bedürfnisse, die sie dann auch antreiben, es zu tun. Aus dieser nach wie vor momentanen Gesellschaft, die so wenig, vor allem über den Körper tut, über die Sensorik tut. Das sind entsprechende Momente. Und mit deinen Vorträgen holst du die Leute hinterm Ofen hervor und bringst sie zum Bewegen. Egal, das ist entscheidend. Was wir tun, wie hat immer auch. Sinn. Also ich habe bei meiner aktuellen Aufgabe jetzt absolute Erfüllung gefunden. Ich kann mir nichts Höheres mehr vorstellen, zumal unsere Strategie, meiner Frau und meine Strategie, eine war, wo alle in Deutschland gesagt haben, ich hätte jetzt einen Dachschaden, jetzt sei ich senil, also das wäre ja wohl hirnverbrannt, mit dem Islam als Partner den Brauch zur Sünde erklären zu lassen. Und das haben wir geschafft. Die Allerhöchsten der Welt haben ihn zur Sünde erklärt. Und das muss jetzt in die Köpfe der Leute. Das ist unser Job. Ich möchte noch mal den Sprung zurück zu Anna schaffen. Du hast davor schon angesprochen, es gab bei dir eine Erfahrung, wo du wirklich deine Grenze dann gemerkt gesehen hast. Ein Rekordversuch in einer der Teildisziplinen. Du bist mehrfache Rekordhalterin in Deutschland. Eine Teildisziplin wolltest du angehen, auch in diesem Sommer nochmal. Aber letzten Sommer ist was passiert. 130 Meter tief warst du. Dann, glaube ich, beim Retourkommen ein Atemreiz zur falschen Stelle, nämlich auf 120 Meter Tiefe. Was macht man da? Ja, also es war eine ganz merkwürdige Situation, weil eigentlich hat alles gestimmt und gepasst. Es war ein Weltrekordversuch, aber ich hatte mich sehr gut vorbereitet, viel trainiert und letztendlich an dem Tag war alles richtig. Und vor allen Dingen habe ich mich gut gefühlt und es war also sehr merkwürdig für mich. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was das Problem war. Später habe ich es zum Glück rausgefunden, aber in dem Moment habe ich nur gewusst, ich habe das Bedürfnis zu atmen in 120 Meter Tiefe auf dem Weg nach oben, wo normal wäre, dass ich es in den letzten 20 Metern spüre. Und das ist ein so extremer Unterschied, dass mir einfach völlig klar war, jetzt ist aus irgendeinem Grund was überhaupt gar nicht in Ordnung. Und ich kann das nicht einschätzen, weil das nie passiert ist, was jetzt daraus wird. Völlig unmöglich, jetzt zu wissen, ob ich jetzt, wie weit ich jetzt komme, wie weit ich nach oben komme. Keine Chance, das zu wissen. Musst du Pausen einlegen oder kannst du in Nein, ich kann, genau. Bei uns ist es anders, da wir nicht mit Pressluft tauchen und unten nicht atmen, reichern wir unseren Körper nicht mit Stickstoff an. Da ich nur diese eine Lunge voll mit Luft habe und nicht lange unten bleibe, kann ich auch so schnell wieder nach oben, wie ich möchte. Was bei euch wichtig ist, du bist ja nicht eine, die einen Adrenalinsport sucht. Adrenalin wäre nämlich genau das Falsche für euch. Adrenalin ist der Antichrist für uns. Also Adrenalin löst Körperfunktionen aus, die dem entgegenwirken, warum ich überhaupt Apnoe-Tauchen kann. Also beim Apnoe-Tauchen... Adrenalin-Junkie wäre also das völlig Falsche. Genau das Gegenteil, ja genau. Der Puls kommt hoch, die Gefäße erweitern sich in Armen und Beinen. Also es geht alles genau das Gegenteil zu dem, was ich brauche. Wir brauchen Ruhe und Konzentration. Stichwort für Klaus. Ja, also ich wollte gerade schon einsetzen, Adrenalin-Junkie ist eigentlich im Extremsport absolut verboten. Nee. Das gibt es gar nicht, weil nicht handlungsfähig. Nee. Absolut hochkonzentriert, absolut hochleistungsfähig, absolut alle Leistungsparameter abrufbar im richtigen Moment zum richtigen Zeitpunkt. Das ist das Maß im Extremsport. Anders nicht überlebensfähig. Schlicht und einfach. Würde ich alle gern auch noch fragen, es gibt diesen bekannten und berühmten Point of No Return, den wird Felix Baumgartner haben, wenn er morgen aus der Kapsel aussteckt, und den habt ihr alle auch bei euren Expeditionen am Berg unter Wasser. Wie fühlt sich dieser Point of No Return an? Perfekt. Ja. Perfekt? Weil, es ist Wahnsinn, weil in dem Moment, also beim Basesprung oder auch beim Klettern, wenn du dann losgegangen bist, dann ist man im Flow und dann ist eigentlich alles, was vorher war, die Ängste, die Bedenken, die sind ausgelöscht. Dann bist du so hoch konzentriert. Du bist in der Materie, tauchst du ein. Und ich bin mir sicher, Felix wird es morgen genauso haben. Der denkt gar nicht mehr, sondern, und da geht's, um das geht's, er handelt. Und das ist genau das Entscheidende. Und dann fliegst du oder du kletterst oder du tauchst und dann weißt du genau, was du tust. Ja. In dem Moment, wenn du wieder praktisch in der Sicherheit bist, machst du die Tür auf und dann sagst du, was ist gerade passiert? Ja, genau. Es dauert auch eine Weile. Wow. Es dauert auch eine Weile, bis man es realisiert. Also, ja, das ist einfach, das ist aha. Und das sind genau die Momente, für die wir leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sage ich aber, geh noch weiter. Man erfährt sie nicht nur im Extremsport, sondern ich sage, erst dann kann man es wirklich erleben, wenn man es auch im Kleinen erlebt. Also
In der Familie. Wenn du bereit bist, im Kleinen wahrzunehmen und zu erleben. Den Moment zu erleben. Ja. Es ist auch... Ich bin eine brutale Maschine. Wenn ich losgehe, dann gehe ich. Thomas Huber. Ich habe eigentlich die Antwort schon gegeben. Also, so ist es. Wenn ich gehe, dann gehe ich heute. Und dann hält mir nichts mehr auf. Ja. Und zwar, wenn genau alle Parameter passen. Genau. Wenn irgendwas dann dazwischen kommt im System, Wetter wird schlecht, über mir ist ein Serac, auf einmal fange ich zu reagieren an, auf einmal fange ich zu denken an. In dem Moment, wenn ich zu denken anfange, kommt vielleicht die Angst hinzu und dann passiert in mir selber so viele Dinge, das kannst du wahrscheinlich besser wissenschaftlich erklären, dann ist ein Fragekatalog, wird da abgerufen, irgendwas, was mache ich? Der Flow ist weg. Ich muss jetzt sofort stoppen. Ja, ich drehe um. Weil das Leben ist eigentlich unser größtes Gut und wir sind keine Adrenalin-Junkies, wir stehen im Leben, wir lieben das Leben. Oh ja. Und das ist das... Sie haben höchste, zwar Risikobereitschaft, aber höchste analytische Fähigkeiten, alles genau zu analysieren. Dann stoppt er, dann wartet er drauf, bis er wieder eine Lösung gefunden hat. Das muss manchmal schnell gehen, muss manchmal langsam gehen. Und dann läuft aber diese Maschine, die innerlich total optimal funktioniert, das erkennt, ja, die lässt er dann wieder loslaufen. So kann man eventuell den Flow auch beschreiben, der dann alles in uns einfach fließend ablaufen lässt. Und dass man dann im richtigen Moment dann sagt, nein. Und viele, und das ist auch oft die Gefahr, wie man es in den 8000ern sieht, viele kennen diesen, weil vielleicht auch die Erfahrung fehlt, zum Beispiel am Mount Everest, weil das nicht so die wirklichen Bergsteiger sind, kennen diesen Moment nicht, sondern sehen nur den Gipfel und gehen weiter und gehen eigentlich, obwohl sie es nicht wissen, über die Schwelle. Oder den Vordermann, der 20 Zentimeter davor geht. Ja, wollte doch was sagen. Ja, ich weiß ja auch, was ich kann. Also dieser Point of No Return, man fragt mich das ja auch oft. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwo einfach sage 1, 2, 3 und jetzt schubst mich jemand aus dem Flugzeug raus und dann ist es zu spät. Also in meinem Sport ist es ja auch so, dass ich mich ja an diese Tiefe langsam herantaste. Ein Bergsteiger geht ja auch nicht heute auf einen 500 Meter hohen Berg und morgen auf 8000, sondern man arbeitet sich ja vorwärts und irgendwann, wenn ich viel trainiert habe und alles richtig ist, das Wetter ist richtig, ich weiß, ich wache morgens auf und ich weiß, heute ist alles in Ordnung, heute stimmt alles und ich weiß, was ich kann. Das heißt natürlich, wenn ich dann unten bin in der Tiefe, weiß ich auch, dass ich es wieder nach oben schaffen kann. Ich will gerne in Richtung Sendungsende kommen mit der Frage, wie wichtig ist das Vertrauen von Familie, von Partnern, von Freunden für euch alle? Ich denke mal, das ist ein entscheidender Faktor. Extrem wichtig. Wenn man nur Kontra bekäme... Was sagt die Frau, wenn sie wieder aufbrechen? Irgendwo ja, die ist ja noch schlimmer als ich. Ach so. Ja, die... Als mich der Hubschrauber abgesetzt hat, da war ich mir sicher, die gibt dem Piloten $100 und kommt noch nach. Aha, aber das hat sie dann Gott sei Dank nicht getan. Ich wollte ja alleine und war nach 3 Wochen dann auch wieder raus aus dem Wald. Die Familie muss immer wissen, was du am Berg tust und dass du auch mal Nein sagen kannst. Die wissen das sehr gut und deswegen können sie mich auch ziehen lassen, weil ich stehe zu meiner Verantwortung, Familienvater zu sein und Ehemann zu sein und das ist für mich eigentlich das größte Gut. Und in dieser Einheit leben wir auch den Extremsport. Also nur so funktioniert es auch wirklich. Anna, wie handelst du das? Also meine Eltern gewöhnen sich schwer, aber langsam dran. Das Tatsache in meinem Sport ist, dass der eigentlich auch nicht so gefährlich ist, wie die Leute das gerne denken. Also das, was gefährlich war, war das sogenannte technische Tauchen mit vielen Flaschen und Stufen, die ich auf dem Weg nach oben einhalten muss. Da bin ich auch schon 130 Meter tief getaucht und irgendwann habe ich angefangen mit dem Apnoe-Tauchen als zusätzliche Sicherheit für dieses technische Tauchen. Das Problem dabei ist, in dem Moment, in dem ich mich auf Technik verlasse, habe ich immer ein Problem, die hat die Angewohnheit zu versagen. Und das, was ich jetzt tue, ist eigentlich nicht so gefährlich im Vergleich zu dem, was ich vorher getan habe. Also ich riskiere mein Leben gar nicht. Also in meinen Augen, ich habe kein Interesse daran, mein Leben zu riskieren. Und die vertrauen mir auch, dass ich ein besonderer Mensch bin, der das nicht möchte. Würde ich Klaus gerne auch noch das Schlusswort übergeben und fragen, müssen Spitzensportler oder Extremabenteurer zwischen Alltag, ihrem Projekt und dann wieder nach Hause kommen, ganz strikt unterscheiden können?
Müssen die umschalten können? Sie müssen switchen. Der Alltag ist ein völlig anderer Ablauf als diese Projekte. Sie sind dort ganz anders selbstbestimmt. Im Alltag müssen sie sich wieder in anderen Sphären einbetten. Und in diesen anderen Biotopen, in denen sie sich für eine Zeit bewegen, gibt es einfach ganz andere Regeln, die viel strikter teilweise sind als in der Gesellschaft. Aber sie können sich selbst bestimmen. Und damit ergibt es eigentlich auch die Sehnsucht, das wieder zu tun, weil es eben ganz was anderes ist als im Alltag. Also mir geht es oft immer so, wenn ich heimkomme von einer Expedition, brauche ich ja Zeit, bis ich wieder mich einfinde. Da kann meine Frau ein Lied davon singen. Also, was habe ich gemeint? Aber ich hätte noch gerne einen Zusatz aus meiner Karriere. Letzter Zusatz, bitte? Letzter Zusatz, wie wichtig das soziale Umfeld ist. Vor vielen, vielen Jahren betreute ich einmal einen Skirennfahrer, einen bekannten Österreicher, bei dem ich immer genau gewusst habe, wie es in der Beziehung steht. Wenn er nämlich gewonnen hat, wenn er Olympiadritter geworden ist, er wird es vielleicht jetzt wissen, wenn er zuhört, dann hat es in der Beziehung gepasst. Und wenn er verloren hat, dann habe ich wieder mal gewusst, dass mit der Freundin überhaupt nicht hinhat. Da hat er das in Japan oder sonst irgendwo gewählt gesagt. Naja. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei der Runde. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal die Gelegenheit, das fortzusetzen, denn da gäbe es noch einiges zu diskutieren.